Hallo miteinander. Schön sind ihr hier in der Halle, aber auch schön schaust du von die Heime zu. Ich bin der Matteo und das ist der Tim. Hey, hallo zusammen. Hey, so schön sind ihr heute am Abend in der Kirche. Wie geht's euch? Ja, ich höre schon ein bisschen Stimmung da. Wir fangen heute Abend an mit einer neuen Serie, Live Love. Und ich und der Matteo haben uns überlegt, okay, wie können wir ein bisschen Liebe zeigen am heutigen Abend? Und was wir machen wollen, wir wollen heute am Abend ein paar von euch feiern hier in der Halle. Und zwar fangen wir an, Matteo, mit welchen Leuten fangen wir heute Abend an, die wir feiern? Hey, ja, jetzt war gerade so Prüfungszeit. Ist da irgendjemand, der Uni-Prüfungen gerade hatte und sie auch bestanden hat? Irgendjemand, der Uni-Prüfung? Sehen wir da jemanden? Okay, wir sehen niemanden. Was ist mit? Mit der Matur hat jemand... Ah, dort. Komm gerade. Oh, Matteo, jetzt musst du einen Sprint hinlegen. Komm on. Der geht schneller. Hat's niemand... Ihr habt Uni bestanden dort hinten, oder? Uni. Matteo dort, genau. Wir haben für euch etwas mega Schönes. Was haben wir für euch? Wie heisst du? Steffi. Schön. Und was hast du studiert oder was bist du am Studieren? Also, ich habe diplomierte Pflegefachfrau gemacht und jetzt gerade den Bachelor abgeschlossen. Komm on, lass uns einen Applaus geben. Sie hat ein Diplom bekommen, das sie bestanden hat, mit einem Foto von Matteo und mir drauf. Genau. Nächste Frage ist, hat irgendjemand in der letzten Woche ein neues Haustier bekommen? Ein Haustier? Letztes Jahr? In den letzten 2 Jahren? Letztes Jahr, was hast du für ein Haustier bekommen? Ein Kleinspitz. Was ist das? Hund. Ein Hund. Okay, ich habe für dich ein Päckchen Katzenfutter. Nicht ganz passend, aber schön ist ein neues Tier. Schön. Hat jemand nächste Woche Geburtstag? Sehen wir da? Wo? Nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen? Ah, dort hin, gehen wir mal rüber. Ah, ihr vorbei, okay. Der Matthias hat jemanden gefunden. Du heisst? Sarina. Und wann hast du Geburtstag? 20.07. Ah, schön. Ja, jetzt musst du schon aufmachen. Ist das Ja, jetzt musst du das Geschenk auspacken. unbedingt? Der Matteo und ich haben uns, also vor allem der Matteo und Also, seine da haben wir Freunde. uns sehr lange gebraucht, um das einzupacken. Gell, Tim? Ja, genau. Ah. Kannst du vielleicht mal zeigen, was hast du genau bekommen? Einfach weiter. Hey, wie alt wirst du eigentlich? Ich bin 15. 15. Lass uns mal ihr einen Applaus geben. Geburtstag ist immer ein schöner Ding zum Feiern. Weiter. Was ist echt in diesem Geschenk denn? Ein Briefumschlag. Matteo, was ist ein Briefumschlag? Ein Geschenk? Ein Geschenk. Was bekommt man auf einen 15. Geburtstag? Nochmal ein Briefumschlag? Nochmal. Okay, und jetzt? Schau mal. Das ist nochmal ein Brief. Mir tut uns wirklich leid. Wir haben es gut verpackt, Ja. oder? Und was ist drin? Ein Milky Way. Ein Milky Way für dich! Happy Birthday! Okay, nächste Frage. Haben wir jemanden, der den Zivildienst erst gerade abgeschlossen hat? Seine 13 Monate. Militär, RS? So im letzten halben Jahr abgeschlossen. Dort oben, okay, warte, ich mache einen Sprint. Ich habe etwas für dich. Wo bist du? Da. Sag mal, wie heisst du? André, und was hast du im Militär gemacht? Ich war Spitalsoldat. Spitalsoldat, okay, schau, ich habe für dich eine Blöterli-Pistole von Frozen 2, weil du darfst die jetzt brauchen. Du bist zertifiziert zum Umschiessen. Da, bitteschön, da musst du auch noch nehmen. Hey, gratuliere für deinen RS-Abschluss. Lass uns einen Applaus geben, André. So, wer hat ein neues Handy? Dort hinten. Komm grad. Alright. Hey, wir sind so weit, Also die Hülle so weit hindern. ist mehr wert als irgendwie Gucci, Prada, egal was. Musst du mal noch aufmachen? Zeig's mal. Yes, wunderschön. Es ist eine Handyhülle. Kann man immer gut brauchen. Immer. Wir möchten noch die letzten feiern. Und zwar, sie sind leider beide bei uns im ICF und sie hocken in der 3. Reihe. Und zwar Stefan und Gina. Und was feiern wir bei euch echt? Verlobung. Sie sind verlobt! Hey! Was wir für euch haben, ist 3 Tipps für eure Verlobungszeit von unserem Marriage Council, Daniel Nüsch. Und er hat euch 3 Tipps. Verliert im ganzen Planen nicht die Freude an der Hochzeit. Nehmt noch nicht so, als wäret ihr verheiratet, weil ihr erst verlobt. Und besucht den Ready for Marriage Kurs beim Dan. Mit lieben Grüßen von Dan für euch. Lass uns ihnen einen Applaus geben. Come on!
Wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder auch ein bisschen halt unterhalten miteinander darüber, hey, in dieser Welt, was sind so die Themen, die uns beschäftigen? Und etwas ist mir besonders aufgefallen, dass diese Welt, da mangelt es eigentlich nicht an Moral. Überall wird man schnell noch ein bisschen teacht, hey, es gibt da noch wichtige Sachen, es gibt da noch Moral, du sollst liebevoll leben, du darfst niemanden diskriminieren, niemand darf sich angegriffen fühlen durch das, was du machst, du sollst jeden Menschen annehmen. Wenn du in einem Lehrerberuf bist oder sonst in einem sozialen Beruf, ist der Standard mega hoch, finde ich, wie du das jetzt machen und liebevoll jeden Einzelnen fördern. Alles muss immer gerecht sein, muss fair sein. Es gibt einen ganz klaren Kodex, wie man sich zu verhalten, was man zu sagen hat, auch auf Social Media und überall. Und es ist schon eine crazy Zeit, wo man das Gefühl hat, okay, in dem Fall ist es allen mega wichtig, dass die Liebe gross geschrieben wird. Believe in love. Love is good. Alle mehr, be nice. Hate ist vorbei. Und die Frage ist aber in dem inne, hey, so oft wird Liebe an uns angetragen und es wird von Liebe geschwätzt. Was ist denn die Liebe, wo Gott darüber erzählt? Wo Jesus lebt? Weil in unserem Alltag, auch in dieser Welt, wo du lebst, begegnest du Sachen und es wird gesagt, das ist Liebe. Und Jesus findet, es ist wirklich Liebe. Und dann gibt es Sachen, wo gesagt wird, das ist Liebe. Und Jesus findet, das soll Liebe sein. Und das zu unterscheiden, ist mega eine Herausforderung und eine Challenge, die an dir ist, in der heutigen Zeit zu leben und zu merken, hey, was ist wirklich die göttliche Liebe, die ich mir zu eigen machen und leben. Darum ist das Ziel, live, love, dass wir nach dem Sommer so richtig Liebespumpt sind und lernen, mit Gottes Liebe zu leben. Das wäre das Ziel. Ich möchte starten mit euch. Nehmt mal alle euer Handy führen, auch daheim, auch in der Luft. Ich möchte eine Umfrage so ein bisschen mit euch machen. Eine clevere Umfrage. Ihr könnt hier oben den QR-Code scannen oder gehen auf icf.ch/ask. Ich habe euch 6 Sätze mitgebracht, wo ihr immer entscheiden müsst, ist das euer Bild von Liebe? Ist das vollkommen Liebe, also zu 100%? Oder es trifft fast euer Bild von Liebe, also 75%. Oder es trifft nur, ja, ein bisschen hat es etwas, aber nicht wirklich. Das wäre dann 25%. Oder sagen wir, nein, also das ist jetzt wirklich nicht mein Bild von Liebe, das wäre dann 0%. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir gehen gerade miteinander in die erste Frage rein. Ist das für dich Liebe? Es gibt ja die Tassen oder alles so, die Blöckchen und alles. Liebe ist, und dann kommt immer ein Spruch, Liebe ist, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Jetzt musst du unten anklicken. Ist es das? Ein bisschen, gar nicht, ziemlich, 100%. Dann schauen wir mal da schon 255, da viel abgestimmt. Okay, der grösste Teil von uns denkt, ein bisschen ist es Liebe. Ein bisschen. Einige denken sogar Volltreffer, Schmetterling im Bauch, das ist Liebe für mich. Gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Ist das Liebe für dich? Die nächste Frage. Wenn du in McDonald's gehst und auf deinem Burgerpackung steht, I'm loving it. Ist das Liebe oder nicht? Jetzt bin ich gespannt. Ja, es sagt ja, oder? McDonald's brüstet sich sogar damit, das ist Liebe, wahre Liebe geht durch den Magen. Haben wir alle schon gehört. Der grösste Teil von uns denkt, nein, gar nicht. Und dann da so die paar, die sagen, das ist schon geil. I'm loving it. Gut, wir gehen gerade weiter zu der nächsten Frage. Die Aussage, love is never wrong. Stimmt die Aussage für dich? Zu 100% oder fast? Ist noch schwierig. Love is never wrong. Liebe ist nie falsch. Was sagst du da dazu? In welchem Kontext? Ja, das ist jetzt dir überlassen. Lass uns abstimmen. Oh, okay. Ein grosser Teil sagt gar nicht. Ein Teil ein bisschen. Ziemlich. Gewisse auch Volltreffer. Also wir sind schon mal nicht mehr so sicher, wie es da weitergeht. Ist gut, ich lasse so stehen, ist eure Umfrage da. Wir gehen zum nächsten gerade. Ist das Liebe? Wenn man anfängt, sich selbst zu lieben, dann ist man nicht mehr abhängig davon, ob es andere tun. Das ist Liebe, sich selber zu lieben. Ist das deine Meinung? Ist das dein Bild von Liebe? Was denkst du? Volltreffer, okay. Viele sehen das, gewisse aber auch gar nicht. Hey, wir sind nicht so einer Meinung da rein.
habe ich natürlich noch Freude. Ziemlich, also es hat irgendwie etwas, aber es trifft es noch nicht so ganz. Gut, wunderbar, wir gehen gerade mal weiter. Zum nächsten. Ich merke da, es ist wirklich, wir sind da wieder. Stop hate and be kind. Etwas, was man viel hört. Hör auf hassen und bis Freundlichkeit. Freundlich. Was sagen die da dazu? Ist das da jetzt 100%? Ja, einige, die 100% haben. Das ist Liebe für euch, aber doch nicht so einstimmig. Wir sind uns nicht so einer Meinung hier in der Kirche. Das ist noch schön einmal zum sehen. Wir gehen zu der letzten Frage. Was denkst du da dazu? If it hurts, it isn't love. Ein Zitat von jemandem. Wenn es weh macht, dann ist es nicht Liebe. Was denkst du darüber? Ist das dein Bild von Liebe? Wenn es weh macht, dann ist es sicher nicht Liebe. Da sind wir uns jetzt schon wieder einiger. Einiger? Gibt es das Wort? Ja. Ich merke, wenn es um das Thema Liebe geht, haben wir in vielen Sachen ein Bild. Wir kommen immer wieder an so Sätze an, wie jetzt. Und die Frage ist, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Jeder von uns hat ein anderes Verständnis und je nach Kontext. Wir müssen dem wirklich auf die Spur gehen, was ist wirklich Liebe? Weil, wenn wir an Jesus glauben, ist das Wort Liebe doch noch recht relevant. Zu verstehen, was Gott versteht unter Liebe, ist als Christ doch noch recht relevant. Weil Jesus oder Gott selber von sich sagt, ich bin die Liebe. Das heisst, wenn wir Gott kennen wollen, müssen wir wissen, was ist denn wirklich Liebe. Darum habe ich gefunden, wir müssen uns damit beschäftigen. What is love? Ja! What is love? Baby, don't hurt. Wir müssen wissen, what is love? Amen. Wir müssen uns mit dem beschäftigen. What is love? Tim. Was willst du das genau machen? What is love? Okay, der Schul und ich warten die ganze Woche darauf, auf den Knopf zu drücken. Ja, wir haben ein Problem in unserer deutschen Sprache. Und ich möchte mit euch das anschauen. Wir haben ein Problem in unserer deutschen Sprache und das ist folgendes. Wir haben ein Wort für Liebe. Das ist Liebe. Und ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es einmal so, ich brauche das für alles Mögliche. Ich liebe meine Familie. Ich liebe die Schweiz. Ich liebe Reisen. Ich liebe vielleicht Chips. Und wir brauchen das Wort so oft. Das Ding ist, dass in der Bibel, gerade im Griechischen, wird das Wort, gibt es 4 verschiedene Wörter davon. Und ich möchte mit euch anschauen, was haben wir in der ursprünglichen Sprache der Bibel für Wörter für Liebe? Weil sie sind ein bisschen genauer als wir. Und zwar im Hebräischen, im Alten Testament, da gibt es das Wort Ahava. Hebräisch ist eine simple Sprache. Es ist eigentlich fast noch, also es ist simpler als Deutsch. Es sind nicht 3 Artikel, wie wir das haben. Und sie haben auch nur ein Wort für Liebe, Ahava. Also wenn sie im Alten Testament, wer kennt den Vers, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Das ist Ahava. Ahava. Sagt mal, Ahava. Genau. Also das ist Altes Testament, ein Wort dafür. Im Neuen Testament, das haben wir auf Altgriechisch überliefert, da gibt es 4 verschiedene Wörter. Und ich sage sie euch mal. Es ist Phileo. Es ist Storge, es ist Eros, den kennen wir, und Agape. Phileo, Storge, Eros und Agape. Und all die 4 Wörter für Liebe, die beschreiben ein bisschen eine andere Nuance, was wir selber alle auch schon kennen in Liebe. Aber wir haben einfach nur ein Wort dafür. Und was das ist, erkläre ich euch jetzt gerade. Also wir haben einerseits, wir fangen mit Phileo, ja, es ist ein Phileo da. Korrigieren wir da noch? Phileo. Phileo ist die freundschaftliche Liebe. Die Freundschaft, also die Liebe zwischen 2 Freunden. Es ist eine Liebe, die vielleicht auf gemeinsamen Interessen basiert, auf gewissen gemeinsamen Zielen. Oder einfach, wer kennt das, wenn es plötzlich einfach Klick macht mit einer Person? Es ist einfach, man versteht sich gut, man lacht zusammen. Das ist Phileo. Wo kommt das im Neuen Testament vor? Zum Beispiel im Johannes 11. Johannes 11, das ist die Geschichte mit Jesus und dem Lazarus. Und dort gibt es die Passage, wir lesen Johannes 11, wie
Jesus gehört, dass der Lazarus krank geworden ist. Und jetzt steht, weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern von Lazarus Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, den du Phileo hast, den du lieb hast, ist sehr krank. Jesus geht dort hin und er sieht, wie die Leute brüllen, dass der Lazarus tot ist. Er stirbt ja also in dem kurzen Zwischenteil, wo jetzt da nicht getroffen ist, stirbt der Lazarus. Und Jesus ist so berührt, fährt an zu brüllen. Und das ist die Antwort, die die Leute haben, wenn sie sehen, dass Jesus brüllt. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: Seht, wie sehr er ihn Phileo hat. Also die freundschaftliche Liebe lassen wir da ab. Zweitens, Storge. Das ist, Storge kommt nicht viel in der Bibel vor, nur 3 Mal und das nur versteckt in Wörtern. Also, wir finden nicht das Wort Storge irgendwo in der Bibel so. Wir finden es in 2 anderen Wörtern. Ich sage euch gerade noch, was ist Storge? Storge ist die Familienliebe. Liebe, die zwischen Eltern und ihren Kindern ist oder zwischen Geschwistern. Ich probiere es so zu merken. Kennt ihr Dumbo, den Film? Wie wird der am Anfang geliefert? Per Storch. So probieren wir es zu merken. Das Kind wird mit dem Storch gebracht, darum ist es Familienliebe. Wir finden das in der Bibel. Okay. Das habe ich vorbereitet. Alright. Wir lesen von dieser Liebe zum Beispiel im Römer 12. Dort steht: Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Römer 12. Der Römerbrief schreibt an eine Gemeinde und ist noch spannend. Das ist der Aufruf von Paulus an eine Gemeinde, mit der Familienliebe einander zu lieben. Storge. Es kommt auch im Römer 1 vor, da probiert Gott, der Paulus, einen gottlosen Mensch zu beschreiben, und er macht es folgendermaßen: Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Jetzt Achtung, sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos. Das ist das Wort im Griechischen astorgos, also astorge, so nicht Familienliebe. Und es ist spannend, dass wenn man vorne schaut, sie sind ihren Eltern ungehorsam, es ist die Familienliebe, wo der Paulus darüber redet. Also Storge. Und dann kommen wir zum Eros. Der Eros ist der, den wir am besten kennen von Netflix. Eros, das ist die lustvolle Liebe. Die uns am meisten anzieht. Und wo unsere ganze Kultur besessen ist davon. Die kommt im Neuen Testament nicht einmal vor. Ja, man nicht denkt, he? Und es kommt nur einmal im Wort Erastos vor. Das ist ein Name, das ist ein Kumpan von Paulus. Sonst gar nie. Aber es ist die lustvolle Liebe. Und sie haben es im Griechischen, haben sie das sicher gebraucht, aber in der Bibel lesen wir gar nicht davon. Und dann haben wir natürlich als letztes Agape. Wer hat schon mal von Agape gehört? Ja, die meisten. Agape ist Gottes Liebe für dich und mich. Sie ist konditionslos. Sie entzündet sich nicht an deinem Tun, an dem, was du machst, sondern sie ist einfach da, weil Gott Liebe ist. Und wir lesen von dieser hingebenden, aufopfernden Liebe im Johannes 3,16. Was heisst, wenn du heute Abend das erste Mal da bist, keine Ahnung hast von der Bibel oder von der Kirche oder was die Christen glauben, da ist seine Essenz. Es heisst, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und es ist nicht nur eine Liebe, die Agape-Liebe, wo Gott seinen Freunden zugesteht. Nein, es ist auch eine Liebe, wo er seinen Feinden zugesteht. Wir lesen nachher im Römer 5,8, Gott jedoch zeigte seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also in anderen Worten, wo wir noch Feinde von Gott sind, hat er uns geliebt mit einer Liebe, die sich nicht daran entzündet hat, ob wir ihn geliebt haben, sondern weil er Liebe ist, hat er uns geliebt. Und es ist auch das einzige Gebot, wo Gott seinen Jüngern schlussendlich gibt. Wer kennt eben, wir haben vorhin gehört, liebe Gott, deinen Herrn mit all deinem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt im Johannes, bevor er gekreuzigt wird, sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Er hebt es nochmal auf ein höheres Level auf. Jetzt, was ist der Clou? Ich tue es nochmal repetieren. Wir haben Phileo, Storge, Eros und Agape. Und wir lesen von Phileo 3 Mal. Phileo 21 Mal im Neuen Testament. Von Storge reden wir also 3 Mal. Und das ist versteckt in einem Wort. Und wir haben Eros, der nicht mal einmal vorkommt. Und Agape kommt 300 Mal im Neuen Testament vor. Das heisst, wir können diese 3 Arten von Liebe nur verstehen, wenn wir Agape verstanden haben. Das ist der Fokus der Bibel.
Wir können nur verstehen, was Eros wirklich ist, wenn wir Gottes Liebe für uns verstanden haben, die gibt, die nicht nimmt, die nicht etwas von jemandem nehmen will und einfach einen Körper irgendwie will oder irgendetwas einfach sich selber befriedigen, sondern man muss das verstehen aus der Agape-Liebe, die gibt. Man kann die Story nicht verstehen, bis man verstanden hat, dass Gott uns adoptiert hat in seine Familie und angenommen hat und einen Platz gegeben hat und uns Sohn und Töchter von Gott nennt. Erst dann können wir wirklich verstehen, was es bedeutet, unsere Familie hier auf der Welt und die Kirche, wo unsere Familie sein sollte, zu lieben. Und wir können auch nur Phileo verstehen, wenn wir verstanden haben, dass Gott uns zu seinen Freunden gemacht hat. Und auch unsere Freunde so anfangen zu lieben, wenn wir die Liebe, die Agape-Liebe verstehen. Darum, die richtige Frage ist vielleicht nicht unbedingt, was ist Liebe? Oh, ich habe das gar nicht so richtig angeklebt, merke ich gerade. Yes. Die richtige Frage ist vielleicht nicht, was ist Liebe? Lassen wir nochmal. What is love? Sondern vielleicht mehr ist, what is Agape? Ah, gut, dann üben wir das nochmal. Was ist denn die Agape-Liebe genau? Yes. Danke vielmals. Ich habe eine Frage an euch. Come on, Tim. Wir werden alle ja alt und an deinem 100. Geburtstag stellst du dir mal vor, du schaust zurück auf dein Leben. Und in welcher Beziehung, jetzt ausgenommen zu der Beziehung zu Gott, aber in welcher Beziehung, glaubst du, hast du die grösste Liebe erlebt, wenn du so zurückschaust? Zu den Eltern, genau. Ich habe die Frage diese Woche einigen Leuten gestellt, wo glaubst du, hast du die stärkste Liebe erlebt? Und viele haben gesagt, zu meinem Ehepartner. Zu meiner Frau, die ich dann mal habe, zu meinem Mann, dort erlebe ich dann die stärkste Liebe. Nicht verwunderlich, wenn man sagt ja auch, das ist meine grosse Liebe, die ich gefunden habe. Nicht wahr? Oder andere sagen auch, zu meinem Kind werde ich mal so eine Liebe entwickeln, die stärker ist als alles. Andere sagen auch zu meinen Eltern, die ich jetzt habe. Wo Jesus über das geredet hat und versucht hat zu beschreiben, die grösste Liebe, hat er das Beispiel genommen, die grösste Liebe hat der sein Leben gibt für seine Freunde. Warum ist das so relevant? Wir sind geprägt in einer Kultur, wo Liebe sehr romantisiert ist. Deine Liebeserfüllung, die echte Liebe erlebst du dann, wenn du deinen Traumpartner gefunden hast und ihr heiratet und sind glücklich für den Rest vom Leben. Und dann kommst du hier in die Kirche und logisch, es ist ein biblischer höherer Wert, Ehe. Das ist ein biblischer Grund und wir promoten Ehe sehr, stehen für das. Aber es impliziert doch ein bisschen auch, dass solange du Single bist, kannst du halt die grösste Liebe noch nicht erleben. Das sagt Jesus genau etwas anderes. In Freundschaft erlebst du bereits die grösste Liebe, die es gibt. Wo man in Freundschaften bereit ist, sein Leben auch abzulegen für den anderen. Das ist die grösste Liebe. Ist das nicht mega krass? Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das als Kirchenkultur auch verstehen. Wenn du Single bist, du musst nicht warten auf die grosse Liebe. Du hast jetzt Menschen um dich herum, die Liebe brauchen. Du hast Freunde um dich herum, die brauchen, dass du sie ermutigst, dass du sie mitteilst in ihrem Leben. Und da kannst du bereits die grösste Liebe erleben, liebe Freunde. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen und nicht das Gefühl haben, wir müssen noch warten auf den Moment, wenn wir dann endlich unseren Partner kennenlernen, wo wir dann endlich durchstarten mit der Liebe. Die Liebe, die du jetzt erlebst in deiner Freundschaft, als Single, als Freund, das kann schon die grösste Liebe sein. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt schon lernen, wie kommen wir dann zu dieser Liebe? Wie kann man wachsen in dieser Liebe? Das ist so eine wichtige Frage. Und ich glaube, es geht dort an, dass wir eben lernen, die Agape-Liebe, wo Gott eben sagt nicht einfach, ich bin irgendeine Liebe, sondern ich bin Agape, sagt Gott. Dass wir die auftanken lernen bei unserem Vater im Himmel. Darum, liebe Dominik, was ist die Vaterliebe? What is love? Baby, don't hurt me. What is love? Baby, don't hurt me. What is love? Das ist wirklich geil. Gib mir den ein bisschen da rüber, sonst muss ich immer so weit laufen. Ich liebe es, dass wir die Serie machen, Live Love. Ich meine, ich weiss, wenn du in der heutigen Kultur unterwegs bist, wo Liebe ein bisschen
für alle ein bisschen etwas anderes ist es so wichtig, dass wir nochmal uns Gedanken machen, die Liebe vom Vater im Himmel, das löst ja schon etwas aus, wenn du das Wort noch hörst. Weil ich weiss nicht, was du für Erfahrungen assoziierst mit deinem Vater in Familie, wie du aufgewachsen bist. Und darum kann das sehr viel auslösen. Und es ist interessant, ich habe nicht gewusst, was der Tim vorbereitet hat, aber ich habe auch mir aufgeschrieben am Anfang, Johannes 3,16, oder was heisst, so sehr hat Gott, der Vater, die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für uns, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir ewiges Leben haben, damit wir ein Teil sein von einer Familie, nicht von einer Kirche, sondern von einem Reich, wo über das Gebäude ausgeht, wo wir aus einer vaterlosen Welt rauskommen und hineingeboren werden durch den Heiligen Geist in eine Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung, die richtig Substanz hat, die nicht oberflächlich ist. Die Agape-Liebe, die der Vater für uns hat, ist es wert angeschaut zu werden. Und ich darf mich jetzt schon entschuldigen, da ich nie können, das in Wort fassen, was Gott auf dem Herz hat für dich und für mich. Aber ich probiere es. Ich habe etwas lernen. Ich weiss nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin religiös aufgewachsen. Ich habe eigentlich Gott immer als jemand, wo ich eher Angst davor hatte, kennengelernt. Ich habe gewusst, wenn ich mein Kapitel in der Bibel nicht lese, dann ist er nicht zufrieden mit mir. Er schaut, ob ich alles richtig mache. Er ist immer geschaut, macht er das. Und das ist unweigerlich, hat das drinnen geendet, dass ich mit 12 gesagt habe, mit so einem Gott wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin meine eigenen Weg gegangen. Ich habe gedacht, ich weiss es besser, weil der Gott, der bringt mir ja nichts. Ich meine, der Gott, der schaut nur, wie ich mich in die Pfanne hauen kann. Oh, wie falsch bin ich gewesen. Johannes 5,22 lesen wir. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht seinem Sohn abgegeben. Liebe Freunde, heute Abend am Sunday Night ist sehr eine unglaublich starke Aussage, zu wissen, der Vater Gott, der richtet nicht mehr. Von dem Vater Gott musst du keine Angst mehr haben. Es ist Jesus, wo der Mittler ist von einem neuen Bund. Er hat die Sünde von der ganzen Welt getragen. Er hat sie getragen und ans Kreuz geschlagen, dass jeder in die Familie eintreten kann, der will. Und da geht es nicht um eine Allversöhnungstheologie. Gott schickt niemand in die Hölle. Du wählst selber die Hölle. Verstehst du? Gott schickt niemand in die Hölle. Gott hat alles gemacht, damit du kannst deine Krone ablegen und sagen, Jesus, niemals von mir. Ich will in die Vaterschaft hineinkommen. Ich will ein Sohn und eine Tochter sein für immer. Im Johannes 1,12 lesen wir, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du und ich, wir haben das Recht, Gottes Kind zu sein. Du sagst, ja, aber du weisst gar nicht, was ich alles noch auf dem Kerbholz habe, was bei mir noch nicht stimmt. Ich habe mich vielleicht taufen lassen, aber ich struggle immer noch mit dem und dem. Wenn ich heute Abend da stehe und sage ich dir etwas gerade raus. Die Vaterschaft Gottes ist die absolut höchste Sicherheit, wo du je wirst finden auf dieser ganzen Welt. Er ist für immer Vater. Er wird immer Vater sein und immer Vater bleiben. Und sein grösster Wunsch ist, dass er dich lieben darf. Ja, aber hey Dom, du weisst nicht. Hör auf! Es interessiert mich nicht, was du meinst. Mich interessiert, was die Schrift sagt. Und die Schrift sagt, so sehr hat der Vater die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Verstehst du die bedingungslose Liebe von Gott? Die bedingungslose Liebe von Gott geht über jede Scham, über jede Verurteilung, über all das, was
nicht in deinem Leben richtig läuft, hinweg, das ist nicht in meinen Kopf gegangen, wo die Liebe von dem, die Agape-Liebe mit 19 mein Herz erreicht hat, weil ich es zugelassen habe, hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt, weil ich noch so viele Baustellen hatte in meinem Leben. Und ich habe gesagt, das ist doch gar nicht menschenmöglich, dass der Vater Gott mich so fest liebt. Ich muss doch noch das und das und das. Und er hat gemacht, Ruhe! Lass mich dich lieben. Ja, aber Gott. Das Ja aber ist weggespült worden von seiner grenzenlosen Liebe. Und ich glaube, dass das Gott heute Abend, der Vater Gott heute Abend für dich auch will machen. Lass zu. Ich sage dir, es verändert dein Leben. 15 Jahre lang angenommen sein, in einer bedingungslosen Liebe. Ich mache weit weg alles richtig in meinem Leben. Weit weg. Aber jeden Tag geliebt sein. Jeden Tag im Frieden können einschlafen. Im Wissen, ein Sohn zu sein für alle Ewigkeit. Das grösste Geschenk auf Erden. Grösser als meine Familie, als meine Kinder, als all das, was ich habe oder Freunde. Die Agape-Liebe dürfen zu erleben und es auch zuzulassen, ist das grösste Geschenk. Im Hohelied 2,4 steht einer von meinen absoluten Lieblingsversen. Es heisst dort, er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Das Banner von Gott über dein Leben ist Liebe. Das ist ein Gütesiegel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der da unter uns wohnt, der heute Abend da ist die Liebe vom Vater. Römer 5,5 heißt, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Du fragst dich, wie kann das sein, dass Gott mich liebt mit all meinen Rucksäcken? Ich bin heute Abend eins von Dutzenden Beispielen da drin. Gott liebt das Lieblose. Dort, wo alle sagen, jetzt ist der Zug abgefahren. Ich bin geschieden, ich habe das, ich habe dieses und jenes. Es ist vorbei, Gott kann mich nicht mehr brauchen. Dort ist die Liebe von Gott so aufgeschämt, dass er kommt und sagt, dich will ich. Dich will er heute Abend lieben. Lass zu. Du musst nicht mehr beschämt sein. Mit dieser Agape-Liebe. Du musst nicht mehr zurückschauen. Bitte stell nicht jeden Tag ein Röntgenbild von deinem geistlichen Zustand an. Hör auf mit dem religiösen Geist. Schau in den Spiegel, tief in deine Augen. Es ist gut, dass du da bist. Der Vater liebt mich, er hat mich nämlich wollen, sonst hätte er mich nie gemacht. Die 9 Monate da drin sind wichtig. Er hat dich zusammengeformt. Er hat dich wollen. Er hat dir Bestimmung gegeben. Jede Lüge in deinem Kopf und jedes Gefühl, das sagt, du bist unwichtig, dich braucht es nicht, du hast keine Möglichkeit, die Liebe zu erleben, ist nichts anderes als klare, strategische Angriff auf die Identität von dem Vater Ja. Und das Ja von dem Vater über dein Leben und nicht nur über dein Leben. Schau mal raus, wenn du jetzt durchlaufst, wenn alles blüht, wie der Mais wächst, all das. Das ist das Ja von Gott über diese Schöpfung. Es wächst, es lebt. Und das wünsche ich mir für dich aus tiefstem Herzen. Für mich ist es so schwierig, die 10 Minuten da zu reden, weil es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Und darum werden wir jetzt in einen Teil gehen, wo wir einen Song miteinander werden singen. Und ich bitte dich von Herzen, die Agape-Liebe, die grösste Sicherheit ist das Ja von dem Vater Gott über dein Leben. Er hätte nie seinen Sohn gegeben, wenn es du nicht wert wärst. Und wenn du der Einzige gewesen wärst auf dieser Erde, der die Agape-Liebe gebraucht hat, der hätte seinen Sohn nicht verschont. Schau zu, ich mache alles neu. Eine neue Schöpfung, für immer frei, unverschämt. Unverschämt geliebt. Nicht eine Liebe, die mal hoch, mal tief ist.
voll Emotionen. Diese Liebe ist konstant, penetrant, geradeaus und du kommst nicht davon los. Und ich bete, dass diese Minute jetzt, dass du lass deine Guards runter. Lass deine Hosen runter, geistlich gesehen. Nimm alles weg. Mach deine Augen zu und lass die Gegenwart von Gott ins Herz berühren. Ich sage dir, der Abend kann dein Leben radikal verändern. Und diese Liebe zu empfangen, ist ein Prozess, der täglich kultiviert wird. Weil die Liebe nie aufhört. Es ist ein Strom, der ewig fließt. Der nie versiegt. Der immer da ist. Du kannst es so verkacken. Und trotzdem ist seine Liebe konstant und richtet dich wieder auf und liebt dich zurück und sagt, wir gehen noch einmal. Das ist die gewaltige Liebe von einer Vaterschaft, die wir uns nie vorstellen könnten. Mein Vater hat nicht alles richtig gemacht. Ich als Vater bei meinen Kindern auch nicht und dein Vater wahrscheinlich auch nicht. Aber der Gott, der macht keinen Fehler. Du bist kein Fehler. Meine Kinder sagen immer, Papi, du bist ein guter Papi, aber der Gott im Himmel, der Vater, der ist noch viel besser. Ich sage, ja, das stimmt. Er ist wirklich viel besser. Er ist viel besser als all wir zusammen. Und was ich mir nicht wünsche, ist, dass du und ich einmal sterben und in die liebenden Augen von dem Feuer von dieser Liebe schauen im Himmel und gemerkt haben, die Scheibe, wir hätten die Liebe erleben können auf der Erde. Wir haben immer Angst gehabt, weil wir gemeint haben, Gott sei noch da und will uns noch. Lass zu. Lass zu. Ich bete für dich und für mich. Heiliger Geist, ich danke dir so viel mal, dass du da bist. Danke, dass du den Song brauchst, dass wir unsere Guards runterlassen, unsere Mauern runterlassen vor dir, weil wir brauchen deine Liebe. Deine Liebe ist das Einzige, was wahrhaftig uns erfüllt und uns Bestimmung gibt und uns Sicherheit gibt in dieser zerrütteten Welt. Das einzige Siegel, das Bestand hat. Deine beständige Liebe, das Ja über deine Schöpfung. Vater, ich danke dir, dass du dein Ja nie mehr zurückziehst über unser Leben. Lass es uns immer wieder erleben, dankbar sein. Darum singen wir diese Songs, darum sind wir da, darum lupfen wir deinen Namen auf, weil wir wissen, die bedingungslose Liebe von dem Vater Gott ist das höchste Gut, das wir je werden in unserer Seele erleben können. Lass uns in dieser Serie das annehmen und wachsen, damit wir zu Geber werden aus unserem Herz heraus. Das bete ich. Begegne du uns mit deiner unverschämten, bedingungslosen Liebe. Amen. Before I spoke a word, you were singing over me. For you have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Know the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of love. Yeah. So good to me.
When I was your foe, still your love fought for me. For you have been so, so good to me. And I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me, that fights till I'm found, leaves to 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. So good to me. So good to me. Jesus. So good to me, so good to me, Jesus. Für Gott gibt es keinen Schatten, wo zu dunkel ist. Kein Berg, wo zu hoch ist. Keine Distanz, wo zu weit ist, wo er dir nicht nachjagen und dich suchen mit seiner Liebe. Liebe Freunde, es gibt so ein Zeichen, das man beim Worship sehr oft macht. Und das ist, man hebt die Hände auf. Und dass die Hände aufheben, bedeutet auch, Gott, ich bin bereit, loszulassen. Ich ergib mich. Ich ergib mich deiner Liebe. Ich ergib mich deinem Willen. Und ich habe das Gefühl, es gibt Leute da rein und du hast dich zu oft gewehrt gegen die Liebe, die Gott über dein Leben hat. Und es gibt Leute da rein, die Mühe haben, das wirklich anzunehmen, dass Gott wirklich dich so wertvoll findet, dass es sein Leben gibt für dich. Und wie wär's, liebe Church, komm, wir stehen auf und heben unsere Hände auf, um einfach Gott ein Zeichen zu geben. Wenn du dich entscheidest, mich zu lieben, Gott, dann nehme ich das einfach an. Ich verstehe es nicht, es ist mir zu hoch, aber ich wehre mich nicht gegen deine Liebe heute Abend. Ich wehre mich nicht, ich nehme sie an, deine Liebe. Lieb mich, Gott, Jesus. Lieb mich, Gott. Lieb mich, Vater im Himmel. Lieb mich, wie du mich willst lieben. Komm mit deiner Liebe an dem heutigen Abend. Wenn du das willst, wenn es deine Entscheidung ist, mich zu lieben, dann lieb mich. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall